Ciao, ihr wunderschönen Menschen, willkommen bei einem kleinen ersten neuen Far Cry 3 Multiplayer-Match, erster auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und heute geht es mal um meine gesamte Erfahrung Far Cry 3, was ich da kenne, was ich da schon von Far Cry 3 gesehen habe jetzt und so weiter und so fort. Aber erstmal, wollt ihr wissen, wie man schnell ganz viel Geld verdient? Ja, ganz einfach. Dann gebt einfach im Internet irgendwo Stellenanzeige ein und schon kommen ein Haufen Sachen. Einfach mal ein bisschen auswählen und schon ist was für jeden dabei. Ja, genau, das ist saulustig, ich weiß schon. Nein, ich sterbe jetzt nicht. Ah, fick dich doch. Egal. Man kann im Multiplayer-Modus ganz oft drücken. Dann kann man sich ans Leben klammern. Hat man die Chance, dass man, ja, sozusagen den Kameraden die Chance gibt, da war ein Gegner, dass man wiederbelebt wird und wenn man dann Leertaste drückt, dann wird man gleich respawnt, ja, einmal ins Gras gestochen, schon ist der andere wieder am Leben. Ich kann euch heute auch mal ein paar Tipps geben erstmal und meine langweilige Erfahrung mal für mich behalten, weil die will eh keiner wissen. Also heute mal ein paar Tipps zum Thema Far Cry 3 Multiplayer. Sehr wichtig. Ja, ich helfe dir schon. Halt's Maul. Na egal. Also jetzt drücken. Hier sind viele Kameraden, aber meine Kameraden sind scheiße, weil die mich ja nicht retten müssen. Ach, fick dich doch, oder? Also wenn ihr seht, dass euch geholfen wird, dann drücken. Wenn ihr merkt, hey, die machen alles, aber irgendwie nicht mir helfen, dann Leertaste drücken. Ah, fick dich doch, oder du scheiß Bastard-Camper. Leertaste drücken, dass man dann schnell wieder am Spawnen ist, dass man sehr wenig Zeit verliert, in denen man Kills machen könnte. So wie bei mir jetzt, er kommt jetzt der gerade her, ist aber auch tot, also Leertaste, dann ist man schneller tot. Ja, und was man auch nicht machen sollte, ist einfach so vorrennen. Man sollte, oh, halt doch mal das Maul, oder? Man sollte auf jeden Fall, so wie ich es gerade nicht mache, seine Schreie benutzen, also sein Kampfschrei und so weiter. Das wäre cool auf jeden Fall. Der Kampfschrei, der hilft, der gibt auch Punkte hier. Geschrien. Kampfschrei, ich habe jetzt 60 Erfahrungspunkte bekommen, also XP bekommen. Davon kann ich mir jetzt eigentlich nichts kaufen. Ah, ich kann bloß sagen, dass ich gar nicht schmeißen kann, hey. Ah, endlich, so rechts war aber auch einer, genau. Der wurde mir ein bisschen zu gefährlich, so, aber egal. Also, wenn es mal nicht klappt, wenn ihr keine Zeit habt zum Nachladen, schnell auf die Pistole wechseln, das reicht völlig aus. Da könnt ihr meistens Gegner auch in größerer Entfernung, wie gerade gesehen, töten. Ganz einfach und leicht, gar kein Problem eigentlich. So, hier, Kampfschrei. Ja, yeah. Der belebt den so, wie es sein sollte, immer eure... Ah, geh doch mal weg von mir, mein Gott. Hinter mir Gegner, vor mir Gegner. Belebt mich. Wenn du mich nicht belebst, hey, wenn du mich nicht belebst jetzt, dann schrei ich aber ins Mikrofon, ne? Ja gut, er gibt sich Mühe, egal. Werde respawned, bin gerade belebt worden und wieder gestorben. Ist ein bisschen blöd, aber egal. Und einfach schön das Spiel genießen und für euch Waffen finden. Ich habe jetzt schon ausprobiert... bin jetzt schon Level 9. Oh, Level 9 schon. Wow. Ja, ich habe schon ausprobiert. Die Sniper, die gefällt mir wirklich ganz gut. Also, die ist wirklich sehr schön gemacht. Die Sniper kann ich auch gleich mal zeigen. Im nächsten Mal dann. Angry Sniper habe ich sie getauft. Also, die ist echt herbe gut geworden, finde ich. Ja, also, wir haben jetzt echt saudumme Gegner, die scheiße sind und überall rumcampen. Ist nicht gut, wenn ihr sowas merkt, dann entweder, wenn ihr die Karte kennt, was wahrscheinlich nicht der Fall ist mit bei einem neuen Spiel, dann auf Sniper wechseln. Boah, ich bin sau schlecht, ey. Leck mich doch, oder? Ja, toll, ich brenne und blute und werde angeschossen, natürlich. Also, einmal ein ganz großer Tipp, die Karte kennenlernen. Ihr solltet wissen, wo ihr seid, wenn ihr irgendwo auftaucht. Ich muss jetzt wissen, wo bin ich, wo können Gegner sein. Ja, das sollte man sich denken. Ich mache es zumindest so. Und jetzt sage ich auch endlich mal, wie ich es immer mache. Ich merke mir immer, wie meine Umgebung ausschaut.
Und wenn ich merke, dass sich was verändert, also da ist jetzt zum Beispiel ein Kopf, dann ist es so, dass ich halt denke, aha, Gegner draufzielen, töten, so. Deswegen spiele ich auch meistens gut. Jetzt bin ich gerade schlecht. Ey, ich habe jetzt die ersten 3 Matches, das Lustige ist ja, fick dich doch, oder? Ich habe die ersten 3 Matches aufgenommen und das Lustige ist, die waren alle KD von 1,6 oder 1,5 mindestens. Das schlechteste war 1,4. Und da ist jetzt das schon lustig, ne? Fick dich doch! Meine Fresse! Ganz guter Tipp auch noch, nie die Geduld verlieren, ja? Das ist also einfach gechillt bleiben, wie beim Poker. Einfach Geduld behalten, dann passt alles. Ich hab ja nicht mal den! Meine Fresse. Und was auch noch sehr schön war jetzt gerade, ich nehme halt gerade wirklich jedes Match auf. Ich merke dann aber nach der zweiten Runde, wo ich mir angeschaut habe, dass sich halt Aufnahmen wunderbar, Quali war super. Double Kill, Bitches, die Quali war super, aber meine Stimme, die hat sich irgendwie so weit weg angehört. Da dachte ich mir, was soll das jetzt? Jetzt hat mein schlauer PC die Audiospur von meinem Videogerät aufgenommen. Ja, brillant, oder? Wer braucht denn sowas nicht, bitte? Ich habe ihn getroffen. Kampfschrei gibt mal wieder Ding. So, ich kann euch auch gleich mal ein bisschen... Zielen verbessern. Dankeschön. Ein bisschen Extras zeigen. Es gibt auch ein Extra, das heißt Giftgas. Das schaut so aus. Und wenn man das zündet, schaut das dann... Ja, ich will es jetzt mal zünden. So aus. Also, das wird dann runtergebömmelt, runtergedrückt. Wenn ich hinschauen würde, würde man es sehen. Aber das ist gerade nicht so. Und wenn ihr euer, Kombo-Punkte sozusagen, oder wie ihr auch sagen wollt dazu, benutzen wollt oder aufsparen wollt, dann könnt ihr einfach mal auch das Beste sozusagen, das dritte der 3 Killstreaks verwenden. Ich glaube, das ist da irgendwie Flächenbrand oder so. Irgendwas ganz Geiles, Heftiges, wirklich cool Krasses ist es. Ja, da ist ein Gegner und der ist jetzt hinter der unglaublich dicken Wellblechwand, die sogar 2 Schüsse aushält, wenn man durchschießt. Ja, sehr schön. Also bloß auf Gegner schießen, die ihr wirklich seht. Ja, ich hatte vorhin sogar einen Run mit der Waffe. Es ist immer so, der Vorführeffekt ist wunderbar, aber keine Angst, im nächsten Match heute, das gibt's heute auch noch. Ja, schön gewonnen. Im nächsten Match heute gibt's, Cifix. Ein schönes Match mit sehr positiver KD, keine Angst. Jetzt sieht man hier gerade mal, der beste Spieler aus unserem Team kann bestimmen, was gemacht wird mit dem gegnerischen Typen. Das erste Mal in meinem ersten Match war das sogar ich. Ich habe ihn geschlagen, war ja klar, weil ich ein Arschloch bin. Aber das kann man halt nicht verwenden, weil meine Stimme halt sich so anhört, ob ich da ganz weit weg wäre. Und das ist halt scheiße, ne? Ja, ich kann noch mal kurz ein bisschen was sagen zu dem kleinen Menü hier. Man findet nach Matches DVDs und ich will gerade bloß zum Decoder mal kurz schreiten. Dekodieren, gibt es hier die Sektion, ja, akzeptiert, passt. Hier, du hast einen Entschlüssel, einen Tempo-Boost entdeckt. Ich habe keinen Freund, verwerf mal. Ja. Es gibt hier 3 Decoder. Ihr könnt den ersten habt ihr immer, den zweiten habt ihr, wenn ihr bei Far Cry Outpost angemeldet seid. Und den dritten gibt es ab Level 72, dauert ein bisschen, aber egal. Da könnt ihr eine CD, USB-Stick, DVD, Speicherkarte oder eine Festplatte dekodieren und ihr bekommt dann Munition, Waffen, Mods raus oder alles andere mögliche. Geile Sache. Ich codiere jetzt diesmal einfach mal meinen 3. oder 4. USB-Stick, keine Ahnung. CD meine ich, also ganz schlechtes Ding eigentlich. Und dann hat mir seine schöne Klassenauswahl, Waffenauswahl, ist sehr schön gemacht, mir gefällt das Menü. Online-Modus finde ich brillant, ich finde sowas von geil.
Und dann würde ich mal sagen, bis gleich. Wir sehen uns im nächsten Match, das hoffentlich positiv abläuft, weil jetzt mal das nächste Match mit einer MP5 kommt. Dieses Match seht ihr später am Abend. Bis dann, bleibt so schön. Tschüss, ne?